Wir bekennen uns als ADR zu der Memberschaft in unserem Land an der NATO. Sie betont dabei besonders, dass NATO eine Verteidigungsallianz ist und muss bleiben. Für die ADR hat Sicherheit von den zentral- und osteuropäischen Memberstaaten in der NATO, wie zum Beispiel Polen und die baltischen Staaten, eine hohe Priorität und kann nicht auf Frage zugehen. Als Solidarität am Fall von einem Angriff auf den Memberstaat von der westlichen Allianz steht nicht zur Debatte. Derselbe Schutz gilt aber nicht für Staaten, die nicht Member an der NATO sind. Am Blick sehen wir eine schwierige und instabile Situation an der Ukraine selber, wie auch auf verschiedenen von ihren Grenzen. Als Priorität muss dabei die Sicherung vom Frieden mit diplomatischen Mitteln sein. Eine wichtige Rolle spielt dabei neben anderen Staaten an der Ukraine selber auch die Russische Föderation. Die bilateralen Relationen von unserem Land mit der Russischen Föderation waren mit Ausnahme von der Zeit vom Kalten Krieg traditionell freundschaftlich. Am 19. Jahrhundert war Russland ein Architekt und ein Garant von der Lützeburger Unabhängigkeit. Russische Soldaten waren am Ersten wie am Zweiten Weltkrieg auf unserer Seite. Nach der Oktoberrevolution hat Lützeburg viele russische Schutz geboten. Heute haben wir eine grosse russischsprachige Kommunität hier am Land, die willkommen ist an unserem Land wertvoll Dienste leistet. Daher will die lange und freundschaftliche Relationen mit Russland weiter verstärken und vertiefen. An dem Gebiet, das früher zu der Sowjetunion gehört hat, bestehen viele Konflikte. Ähnlich wie im Zusammenbruch von der Habsburger Monarchie oder dem früheren Jugoslawien sind die Konflikte dax nicht exklusiv als internationale Konflikte im juristischen Sinn zu analysieren, aber auch historisch als Konsequenz zum Zusammenbruch von einem großen Reich. Es sind post-sowjetische Konflikte. Das Konflikte haben territorial, sicherheitspolitisch, ethnisch und ökonomisch Dimensionen. Die aktuellen Spannungen an und rund um die Ukraine gehören mit dazu. Unser Ansatz ist ganz sicher nicht den, für die Analyse zu vereinfachen und auf Basis von einem postulierten russischen Expansionismus zu resonieren. Wir sehen den nicht und gingen den noch so man akzeptieren, wie wir auf unserer Seite eine aggressive Politik gegenüber Russland unterstützen. Als Strategie ist auch nicht für Russland zu encerclieren, wie andere das zu hinterlangen wollen machen. Unser Wunsch ist es, an Russland einen Partner zu finden, mit dem wir zusammen eine große Stabilität in Europa und auf dieser Welt können erreichen. Wir wollen Russland nicht an eine Allianz mit China treiben, wir seine europäische Identität, Rolle und Verantwortung anerkennen. An dem Effort müssen wir als Sicherheit an die von unseren Alliierten schützen, aber wir dürfen auch keinen Schritt setzen, der umgedreht die Sicherheit für Russland in Gefahr bringen. Eine Sicherheitsarchitektur für Europa als ein Modern, kein gegen. Wir brauchen auf alle Seiten Diplomatie, verstehst du mich, und Kompromissbereitschaft. Das gilt auch, wenn wir über die Zukunft an eine eventuelle Expansion von der NATO schwätzen. Wir haben in den 90er Jahren viele Chancen mit Russland verpasst, und es wäre schön, wenn wir nicht immer dieselben Fehler wiederholen. Der Westen hat Russland dax humiliiert. Wir aber wollen Russland den Platz zuerkennen, die ihm zukommt, auch an den internationalen Gremien wie zum Beispiel dem G8. Wir wollen nicht von mehr Sanktionen schwätzen, mehr am Gegenteil von ihrem Abheben. Sanktionen gegen Russland schaden nicht nur ökonomisch, innen wie auch Eis, sie schaden auch der demokratischen Entwicklung von der russischen Gesellschaft. Sanktionen sind in diesem Fall nicht nur ineffizient, sie sind kontraproduktiv. Wir können ganz gut eine gegenseitige Abhängigkeit am ökonomischen Bereich envisagieren, fair und intensiv Handelsbeziehungen, weil das eine sinnvolle Vertrauens- und Friedenspolitik ist. Das gilt auch am Energiebereich. Eine Entspannung von der Situation in der Ukraine verlangt eine Umsetzung von den Minsker Aufkommens. Die erste Verantwortung dafür liegt bei der Regierung zu Kiew, die an der Hinsicht noch viel zu leisten hat. Wir fordern sie auf, ihre Verpflichtungen nachzukommen. Wir fordern Russland auf, seiner Verantwortung für den Frieden gerecht zu gehen, und wir fordern NATO auf, wir von einem real existierenden, wenn noch nicht affichierten Konfrontationskurs gegen Russland auf einen friedlichen Modern mit Russland umzuschalten. Das ist der Weg, den an dieser Situation die richtige ist. Ich sage nicht merci. Merci vielmals, Herr Kartheiser.